Ich glaube, wir können Entscheidungen fällen, kleine, grosse, die Gott priorisiert. Und die haben Auswirkungen für unser Leben, für unsere Menschen, die nach uns kommen, aber auch für die Menschen, die jetzt im Umfeld von uns leben. Jetzt wollen wir aber auch noch die recht herzlich begrüßen, die immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen richtig lauten Applaus hier aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Und seid ein Teil auch von dieser Predigt. Es würde uns freuen, euch auch mal hier vor Ort zu sehen. Kalkofen, hier in Hasli-Rüegsau, im Herzen der Schweiz, sagen wir aber, es würde uns freuen, euch lernen zu kennen. Ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben über die Kraft der Entscheidungen, die wir im Leben fällen. Ja, letzten Sonntag bereits schon eine Predigt dürfen. Dort ist es ein bisschen darum gegangen, dass wir alle immer wieder Entscheidungen haben zu fällen. Wir haben als erwachsene Person bis 35'000 Entscheidungen, die wir pro Tag eigentlich fällen. Viele davon sind aber echt unbewusste Entscheidungen. Zum Beispiel, wie nehme ich das Glas mit der linken oder der rechten Hand. Aber man hat herausgefunden, es sind gleich etwa so zwischen 80 bis 160 Entscheidungen, bewusste Entscheidungen, die darüber geht, über die Arbeit, Finanzen, Familie, Arbeitswelt, die wir müssen fällen. Wir haben dort ein bisschen den Gedanken auch ein bisschen probiert zuzulassen, dass wir dürfen lernen, den inneren Frieden über Entscheidungen, die wir fällen, zu bekommen. So dass wir wie dürfen auch Gott reden, durch das, dass wir ein gutes Gefühl bekommen über Entscheidungen, die wir fällen. Ich habe dort doch ein bisschen vom König Salomo erzählt. Der König Salomo, der ja eigentlich Gott einen Wunsch äußern, was er sich wünscht und sich entschieden hat. Er möchte Weisheit von Gott erlangen. Und Gott hat Freude gehabt an diesem Wunsch von Salomo und hat ihn beschenkt mit einer Weisheit, wo wir so gelesen haben, wie es dann nicht mehr hat gegeben, dass er eben wirklich der grösste König oder der mächtigste König zu seiner Zeit war. Jetzt ist es spannend, wenn wir gleich das Leben von Salomo anschauen. Und dort geht es eigentlich so ein bisschen weiter, den Gedanken zum Thema Entscheidungen. Wenn wir dem Salomo sein Leben anschauen, merken wir, dass er auch am Schluss des Lebens eigentlich sehr viele Fragen hatte. Fragen zu diesem Leben. Vielleicht auch Entscheidungen, trotzdem er ja die Weisheit von Gott hat bekommen, Entscheidungen hat gefällt, die vielleicht mehr ein Chaos im Leben haben ausgelöst, als dass er immer volle Klarheit hatte. Wir lesen zum Beispiel im Buch Prediger 6,12 steht, wer weiß denn, was für den Menschen gut ist in seinem kurzen und vergeblichen Leben, das schnell wie ein Schatten vorbei eilt. Das ganze Kapitel dort, oder das Buch zeigt ein bisschen, dass er eben Entscheidungen hat gefällt, die mehr Fragen haben aufgeworfen. Und für mich heisst das ein bisschen, trotzdem, dass wir mit Gott unterwegs sind, vielleicht auch sogar um Weisheit darum bitten, unsere Entscheidungen haben Kraft in das Leben, das wir erleben. Trotzdem, dass vielleicht auch viel vorbestimmt ist. Ich bin überzeugt, Gott hat Sachen wie definiert, die sind vorbestimmt, die können wir nicht ändern, die hat Gott fest im Griff. Und trotzdem können wir Entscheidungen fällen, die in unterschiedliche Situationen führen vom Leben. Ich bin auch überzeugt, dass wir ja gewisse Sachen wie mitbekommen, auch schon nur familiär. Das ist auch erwiesen, dass wir Sachen von unseren Eltern oder sogar Grosseltern oder noch weiter zurück immer wieder mitbekommen. Und vielleicht habt ihr die Situation auch schon erlebt, entweder ihr selber Kinder habt, wenn irgendwo Leute zu euch kommen, dann schauen sie eure Kinder an und dann gibt es ja so die Diskussion, ja, das Kind hat die Augen ganz nach dir. Oder ja, wenn ich das Gesicht anschaue, da sehe ich gerade die drinnen. Oder? Und ich denke dann immer so bei diesen Talks, ja, hoffentlich sieht man auch ein bisschen mehr drinnen, weil wir ja eine Ehe, wo wir ja, entschieden haben, zusammen so den Weg zu gehen. Und unsere Kinder sollen ja auch etwas von mir drin. Das macht mich dann auch stolz, wenn man das jemand sagt. Es gibt zwar auch ein bisschen Kehrseiten, das sagen dann die Leute vielleicht ein bisschen weniger, wo sie dann vielleicht Sachen erleben, wo sie auch denken, ja, das hat er auch vom Vater. Bei uns ist es meistens vermuten, nein, natürlich nicht. So gesehen oder zurückbekommen. Aber ich bin überzeugt, schlussendlich geht es um das. Wir alle bekommen Sachen mit. Wir alle bekommen auch, bin ich überzeugt, gute Sachen mit, aber vielleicht auch herausfordernde. Ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass Sachen, die ich leidenschaftlich gerne mache, glaube auch eine Begabung drin habe, dass das schon mein Grossvater enorm leidenschaftlich verfolgt hat. Und spannend war aber ich kann mich eigentlich nicht an grosse Konversationen mit meinem Grossvater erinnern. Er war schon ein bisschen älter und nachher hat er auch in den Himmel gehen, wo ich so ein bisschen die Jugendjahre bekam. Aber als ich einmal mit meinem Papa auch über ihn austauscht habe, ich durfte merken, dass er sehr viele Sachen vielleicht auch schon geprägt hat,
vielleicht auch schon gelebt hat, entschieden hat, wo ich merke, das ist irgend auf eine Art ein bisschen in mir drin. Und so, glaube ich, können wir gute Sachen mitbekommen, aber vielleicht gibt es auch die Situation, dass in unserer Linie von Verwandtschaft Sachen drin sind, die herausfordernd sind. Sachen, wo wir vielleicht auch ein bisschen das Gefühl haben, wenn das immer so war, wird das bei mir auch passieren. Und ich bin überzeugt, wir können eine kraftvolle Entscheidung fällen. Selbst dann, wenn herausfordernde Sachen sind, negative Umstände sind, die immer so waren, können wir sagen, ich glaube an einen Gott, der Wunder tun kann. Ich glaube an einen Gott, der auch so eine Linie durchbrechen kann. Was für meine vielleicht Grosseltern oder Vorfahren gezählt haben, muss nicht unbedingt für mich gelten. Und wir finden auch in der Bibel diverse inspirierende Beispiele, wo Menschen wie rausstehen und wie sagen, ich durchbreche einen Kreislauf von dem, was schon immer da war, oder vielleicht auch das momentane Umfeld uns sagen will. Ein spannendes Beispiel finde ich dort, wo ein Mann sehr mutig eigentlich hat sich so ein bisschen aufgelehnt gegenüber das, was alle gemacht haben. Und zwar für eine lange Geschichte ein bisschen kurz zu machen. Das Volk von Gott, das Volk Israel, war unterwegs gewesen, hat vergessen, was Gott da ist, also was Gott da hat. Sie haben irgendwo falsche Entscheidungen gefällt, sich vielleicht auch vom Menschlichen leiten. Und so ist es dazu gekommen, dass das ganze Volk eigentlich nicht gute Sachen gemacht hat, die nachher Gott im Himmel eigentlich zornig hat gemacht. Und Gott hat dort auch wollen, sich wie abwenden vom Volk von Gott. Und nachher lesen wir eben, wie ein Mann hat gesagt, ich setze dem Ganzen ein Ende. Und er hat sich wie hergestellt und gegen all die Leute, die eigentlich wie Gott fast so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben, gestellt. Später lesen wir dann auch, wie spannend ist, wie Gott Mose, dem Leiter vom Volk Israel, sagt, was das hat ausgelöst. Wir lesen im 4. Mose 25, Pinhas, das ist der Name, ich glaube, man sagt so, Pinhas, der Priester, der Sohn von Eleazar und Enkel von Aaron, hat die Strafe vom Volk abgewendet. Sag ihm, dass ich ihm dafür ein besonderes Vorrecht gewähre. Ich schließe mit ihm einen Bund, der ihm Frieden zusichert. Ich verspreche ihm, dass seine Nachkommen für alle Zeiten meine Priester sein sollen. Das ist der Lohn dafür, dass er sich so rückhaltslos für seinen Gott eingesetzt hat und das Verhältnis zwischen mir und dem Volk wieder ins Reine gebracht hat. Also wir lesen hier, dass er eigentlich Entscheidungen gefällt hat, die Auswirkungen hat sogar auf seine Nachkommen. Als ich das so gelesen habe, ist mir selber eine Geschichte in den Sinn gekommen, selber, als ich jung war, um die 20 in die Kirche reingekommen, hatte ich mal ein spannendes Gespräch am Sonntagabend nach einer Celebration, das weiss ich noch, mit einem Mann austauschen. Der hat mir ein bisschen erzählt, er war ungefähr im gleichen Alter wie ich, aus was für einem Umfeld er selber kommt. Dass der sehr viel schon über Generationen nicht gut ist gelaufen, dass auch schlussendlich in seinem Elternhaus viel nicht gut läuft und er spürt, dass er nur ein Leben kann leben kann, das auch erfüllend ist, wenn er den Weg mit Gott geht. Dass er wie eine starke Entscheidung muss fällen muss, sich auch ein bisschen gegen das zu wehren. Und dass er das Gefühl hat, mit Gott, dass am meisten möglich ist. Ich staune, habe ich heute einen Mann gesehen, er hat eine wunderbare Frau, er hat Kinder, er kommt in die Kirche, Sonntag für Sonntag, geht Gott probiert mit allen seinen Möglichkeiten auch immer wieder Gott Freude zu bereiten. Und ich staune, wenn ich sehen darf, wie Gott ihn segnet und wie er einen unglaublichen negativen Kreislauf hat können durchbrechen. Nebst dem, dass er ein genialer Vater ist, leitet er eine ganze Bude als CEO, ist auch dort so erfolgreich unterwegs und hat für mich, für so viel ein bisschen zusammenfassen, auch in seinem Lauf von der Verwandtschaft ein neues Normal gesetzt. Weil, wenn ich seine Kinder anschaue, sehe ich für die Kinder, die einen genialen Gott, den sie lieben dürfen, lernen kennen, ist etwas Neues normal. Und darum haben wir es ein bisschen so aufgeschrieben. Ich glaube, unsere Entscheidungen von heute können ein neues Normal für die kommenden Generationen schaffen. Wenn wir uns entscheiden, Sonntag für Sonntag hierher zu kommen, den Livestream einzuschalten und probieren, Gott zu ehren, bin ich überzeugt, hat das Auswirkungen für unser Leben, aber auch für die Leute, die nach uns kommen. Und vielleicht bist du heute da und denkst, ich hatte nicht eine gute Woche gehabt. Ich
habe nicht so viel Bibel gelesen, wie ich wollte. Ich war nicht immer gut zu meinen Mitmenschen. Ich habe vielleicht nicht mal immer gute Entscheidungen gefällt. Und bin ich es überhaupt würdig? Kann Gott überhaupt einen Unterschied machen? Rentiert es überhaupt, mit dem Gott unterwegs zu sein? Und ich möchte dich ermutigen, es rentiert. Du fällst eine Entscheidung, schon nur, weil du Gott priorisierst, probierst ihn zu suchen, wo du wie einen Schritt auf unseren Vater im Himmel zumachst. Und durch das bin ich überzeugt, sieht Gott auch unser Herz. Und es ist wie eine kraftvolle Entscheidung, die wir als Menschen selber fällen können. Und darum möchte ich uns ermutigen, da zu sein, probieren, das Herz aufzutun, sich in die Gemeinschaft hineinzubegeben, ist oftmals viel kraftvoller, eine kraftvollere Entscheidung, als wir vielleicht Woche für Woche spüren oder eine ganz klare Antwort bekommen auf diese Fragen, die wir haben. In einem Buch in der Bibel lesen wir auch vom Prophet Hesekiel und dort habe ich so spannend gefunden, wie Gott dem Prophet auch klar macht, dass schlussendlich jeder Mensch wie Gott gehört. Dass nicht das, was die Eltern entscheiden, auch für die Kinder gilt, sondern dass jede Person wie selber kann mit Gott unterwegs sein. Wir lesen: Wieder erhielt ich eine Botschaft von Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden, denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Das ist für mich auch wieder eine Zusage, wo wir dürfen wie sagen, das, was meine Eltern oder vielleicht auch die Leute vor uns haben entschieden, muss nicht unbedingt entscheidend sein für mich selber. Wie ich gesagt habe, ich bin überzeugt, wir können gute Sachen mitnehmen, aber wir dürfen auch selber Entscheidungen fällen, die auch wieder zum Guten werden können für die, die nach uns sind. Ich glaube, wir alle treffen tagtäglich Entscheidungen an, sei es grosse, sei es kleine. Meistens sind es vielleicht ein bisschen alltäglichere, dann kommen wieder grosse Entscheidungen. Und ich bin überzeugt, die Entscheidungen mit Gottes Hilfe zu fällen, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen mühsamer ist, man manchmal vielleicht ein bisschen den unlogischen Weg muss gehen, manchmal vielleicht ein bisschen auf den inneren Frieden warten, der hat eine Kraft auf vieles, was wir erst in Zukunft werden sehen oder vielleicht sogar unser Leben überdauert. Und ja, am König Saulo in der Bibel gelesen, wo es spannende Situationen gab, wo Gott ihm klar hat gesagt, als König, der das Volk von Gott geführt hat, wo er ihm gesagt hat, tu alle von deinen Feinden, die ich in deine Hand gebe, vernichten. Schau, dass keinen Nachkommen, dass niemand mehr am Leben bleibt. Und spannend ist dort, wie der König Saul in einer Situation, die ich ein bisschen genauer angeschaut habe, dort ein bisschen menschlich vielleicht auch selber hat entschieden, okay, ich höre auf Gott zu 90%, aber vielleicht nicht die ganzen 100%. Und er hat sich entschieden, den König, Agag heisst der, am Leben zu lassen. Er hat dort also nicht ganz auf Gott gehört. Spannend ist, wie wir dann später in der Bibel lesen, im Buch von der Königin Esther, wie auf einmal ein Haman kommt. Der Haman war ein Mann, der sich gegen das Volk von Gott gestellt hat, der das auch ausrotten wollte, seine Position, seine Macht ausnutzen, damit das Volk vernichtet werden kann. Und wir lesen, ich das so schnell vorlesen, im Esther 3,1. Einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn von Hamedata und Nachkomme von Agag. Als ich das so gelesen oder auch gehört habe und mir das wirklich überlegt habe, was wäre passiert, das ist ein Nachkomme von König Agag, wenn ungefähr 500 Jahre vorher der König Saul hat genau das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Vielleicht hat die Königin Esther nicht diese Herausforderung, das Problem, das Volk von Gott nicht das Problem gehabt, wenn der Haman nicht aus dieser Linie wäre gekommen. Für mich heisst das, sogar Entscheidungen, die wir fällen, muss nicht immer heissen, der Segen oder was auch immer kommt direkt in unserem Leben, sondern es kann auch weitergehen, unser Leben überdauern. Und wenn ich so ein bisschen probiere, vielleicht auch von aussen anzuschauen, bin ich schlussendlich überzeugt, probieren Gott zu ehren, ist schlussendlich die kraftvollste und die wichtigste Entscheidung, die wir im Leben fällen können. Und darum liebe ich es auch so, heute Morgen zu euch zu reden, euch ermutigen, euch, die den Livestream eingeschaltet haben, zu ermutigen, ihr habt auch heute
am Morgen wieder eine Entscheidung gefällt, die dir sagt, ich ehre Gott mit meiner Zeit, die ich habe. Ich probiere, mein Herz aufzutun, mein Glauben zu wachsen, sodass Gott zu mir reden kann. Das ist genau das, was ich überzeugt bin, was schlussendlich die wichtigste Entscheidung ist vom Leben. Wir können uns vielleicht entscheiden, wenn wir Kinder haben, jeden Abend ein Bett dran zu hocken und ein Gebet zu beten. Und probieren auch, von unserem Glauben zu erzählen, den Kindern etwas weiterzugeben. Das ist vielleicht manchmal mehr ein Ritual, vielleicht mehr eine Gewohnheit, aber auch da bin ich überzeugt, das ist eine kraftvolle Entscheidung, wo wir wie etwas in die Kinderherzen schon hineingeben, wo wir als Eltern dürfen auch eine Richtung definieren, dass Gott eine Rolle spielen kann. Vielleicht hat uns jemand enttäuscht, verletzt, jemand sehr Nahes, vielleicht auch jemand, den wir gar nicht so gut kennen, in der Arbeitswelt oder wo immer. Und wenn wir es schaffen, dann nicht die Bitterkeit zuzulassen, wie einen Groll auch irgendwo anfangen zu entwickeln und ich sage, ich probiere auch den Weg der Vergebung zu wählen, Sachen loszulassen. Und dann setzen wir in solchen Situationen eine kraftvolle Entscheidung, die, bin ich überzeugt, unser Leben betrifft, aber auch das Leben von unseren Menschen im Umfeld. Weil, wenn wir auch vergeben können, sind wir ein angenehmer Mensch. Wir sind ein Mensch, der ebenfalls Freundlichkeit, Fröhlichkeit, gute Laune rausgeben kann, weil sich nicht alles um die Verletzung, die wir vielleicht auch selber erlebt haben, dreht. Ich bin selber gesegnet, durfte Vater sein von 3 wunderbaren Töchter und ich darf jetzt auch schon so ein bisschen auf eine Zeit zurückschauen. Meine 2 jüngeren Zwillingsmädchen, die werden dieses Jahr 10. Meine ältere Tochter ist 11 geworden. Und wenn ich so auf die letzten 10 Jahre zurückschaue, habe ich definitiv erleben oder auch merken, dass es so viele Situationen gegeben, wo ich vielleicht manchmal schon überfordert war, nicht gut gehandelt habe, aber habe auch merken, dass ich auch dank Gottes Hilfe in dieser Zeit wie mehr meine Rolle gefunden habe. Dass ich auch darf, meine Rolle als Vater wahrnehmen und davon wie Freude und Leben und einen Glauben in ihre Herzen probieren zu geben. Und das ist für mich eine Entscheidung oder für uns eine Entscheidung, die mir gefällt, die uns wichtig ist. Aber etwas finde ich spannend, und das ist auch erwiesen, das ist nicht nur bei uns so, aber es sieht man immer auch wieder, ich glaube, alle Eltern können ein Lied von dem singen. Schlussendlich ist eins sonnenklar. Unsere Kinder, die schauen vor allem den Eltern ab. Was die Eltern leben, was sie alltäglich machen, was sie überzeugt bin, ist für die Kinder, auch in dieser Phase, wo sie auch laufend um uns herum sind, wo wir die prägendsten Figuren in ihrem Leben sind, ist für sie normal. Wenn ich also vielleicht auch manchmal über meinen Schatten springen kann und mich sogar entschuldigen für einen Fehler, den ich gemacht habe, heisst das auch für meine Kinder, entschuldigen ist normal. Auch das kann passieren, dass jemandem ein Fehler passieren kann, aber ich kann mich auch entschuldigen. Wenn ich probiere, auch meinen Partner mit Respekt zu behandeln, das probiert mir auch fest immer wieder ins Herz hinein, dass ich auch meine Frau probiere, mit Respekt zu behandeln, weil ich auch weiss, was die Kinder jetzt sehen, wie ich meine Frau behandle, wird für sie normal sein. Und es ist erwiesen, natürlich keine Regel ohne Ausnahme, und haben wir auch gesagt, Gott kann Wunder tun, aber oftmals ist es so, dass die Mädchen schlussendlich einen Partner suchen, der gleichwohl auch in gewissen Situationen, also natürlich, wenn sie nachher grösser sind, ihrem Vater irgendwo ähnelt. Und das heisst für mich auch, in den kleinen Sachen. Und ich schaffe das oftmals leider auch nicht, aber ich probiere, gute Entscheidungen zu fällen, probiere auch Werte zu leben. Und das heisst für mich auch, ich sehe etwas in meinen 3 Mädchen hinein, das eigentlich helfen kann, für eine spätere Entscheidung zu fällen. Und ich möchte uns ermutigen, wie gesagt, wir haben grosse Entscheidungen, wir haben kleine Entscheidungen im Leben. Ich habe vor kurzem entschieden, wieder mal probieren, mein ganzes handwerkliches Geschick in die Hände zu nehmen. Und ich habe gesagt, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, Timon, jetzt nehmen wir den Bohrer in die Finger. Und ich habe es probiert. Und jetzt ist bei uns im Schlafzimmer der Wang dort so ein bisschen, wie soll ich dem sagen, man kann das so als Kunst betiteln. Es sind jetzt relativ viele Sachen dort, aber der Haken, der eigentlich hängen sollte, der hängt im Moment leider noch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich das anschaue, weiss ich auch, ja, das kann eine
dumme, kraftvolle Entscheidung sein, wenn ich nicht zum Richtigen mehr Hilfe hole, wenn ich selber probiere. Ich habe es wieder mal probiert, ich tue das Experiment wieder ein bisschen hinterher schieben und dann später im Leben wieder probieren. Aber etwas Kleines vielleicht. Und gleich erinnert es mich daran, ich habe entschieden, voilà, das hast. Klar kann man das ausbessern und all das, aber ich möchte uns ermutigen, tun wir kraftvolle Entscheidungen fällen im Leben. Ihr macht es, ihr seid da, ihr schaut nach, ihr trefft eine kraftvolle Entscheidung. Unterschätzen wir das nicht, wisst es auch, heisst im Leben. Und das Schöne ist dann, wenn wir auch mit Jesus in Beziehung unterwegs sind, wenn wir versagen, wenn wir falsch entschieden haben, wenn vielleicht das Menschliche ist grösser geworden, dürfen wir auch wissen, wir lesen in der Bibel, das ist unser Glaube, dass Jesus genau in die Lücke wird stehen. Dort, wo wir versagen, kommt Jesus wie als Lückenbüsser rein. Er verzeiht oder er schaut zu den Fehlern, die wir gemacht haben. Das ist auch ein tiefer Glaube, der mir hilft, das Leben zu gehen, dass wenn ich Fehler mache, dass schlussendlich Jesus wie reinstehen kann und dort sagen, ich schaue auch, dass die Leute, die jetzt vielleicht unter meinem Fehler ein bisschen leiden, dass Jesus wie reinsteht und auch dort kann schauen, dass schlussendlich gleich vielleicht sogar falsche Entscheidungen können zu einem Segen werden. Ich finde es wunderschön, wie im Psalm 103,17 beschrieben ist, doch die Güte Gottes bleibt für immer bestehen. Bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Er hält auch noch zu ihren Kindern und Enkeln. Ein wunderschöner Satz, so ein Vers, den der Psalmist hier beschreibt, dass die Güte von Gott sogar weiter gehen kann bei denen, die ihn ehren. Bei denen, die ihn noch, glaube ich, auch in der heutigen Zeit immer noch priorisieren, immer noch kraftvolle Entscheidungen fällen und sagen, ich bin ein Mann oder eine Frau vom Glauben. Es mag zwar nicht alles immer gut gehen, es mag zwar Herausforderungen geben in meinem Leben, aber ich probiere an dem festzuhalten. Und ich bin überzeugt, dass wir Schritt für Schritt auch weitergehen werden. Bin ich überzeugt, irgendeine staunen, wie viel mehr Gott hat tun können, auch mit unseren Entscheidungen, die wir heute fällen. Wir lesen in der Bibel von Josef. Der Josef, ebenfalls ein sehr spannender Mann, der von mir aus gesehen auch recht detailliert beschrieben ist im Alten Testament, dass er alles hat für Entscheidungen gefällt, obwohl er Herausforderungen hatte. Ihm ist Unrecht da geworden. Für mich gibt es dort auch so ein bisschen zwei Schlüsselszenen, die ich mir auch überlegt habe, was wäre, wenn der Josef dort nicht eine kraftvolle Entscheidung hat gefällt. Du hast gesagt, er ist von seiner eigenen Familie verstoßen worden. Ist schlussendlich in ein anderes Land in die Sklaverei gekommen, hat aber dort, dank Gottes Hilfe, seinen Weg machen können. Und dann gibt es einen Moment in dem Haus, wo er als Diener aktiv war, wo die Frau vom Potiphar, so lesen wir das in der Bibel, der Josef wollte verführen und mit ihm wie einen Ehebruch begehen. Und der Josef dort entscheidend ablehnen und trifft eine kraftvolle Entscheidung, lehnt ab, obwohl er sogar zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wird, haltet er an dem Gott fest. Eine kraftvolle Entscheidung, ein kleiner Moment. Und ich überzeugt, Beziehung zu Gott, die er vielleicht über Jahre trainiert hat, hat ihm dort vielleicht sogar geholfen, eine gute Entscheidung zu fällen. Ich habe mir überlegt, was würden wir lesen in der Bibel, wenn er dort anders entschieden hat. Was würden wir vom Josef lesen? Was hätten wir für ein Bild vom Josef? Ein bisschen später sind genau die Leute, die Brüder, die ihn eigentlich verstossen haben, zu ihm in das Land gekommen. Dank Gottes Hilfe hat Josef seinen Weg gehen, durfte vorwärts kommen im Leben. Die Brüder sind gekommen, haben ihn nicht mal erkannt und haben ein Problem gehabt, weil in dem Land, wo sie waren, war eine grosse Hungersnot. Und sie sind gekommen in das Land, wo eben Josef war, für Nahrung zu fragen. Was wäre gewesen, wenn der Josef dann nicht vergeben konnte, sondern sich gerecht hat an seinen Brüdern? Eine kraftvolle Entscheidung zu sagen, ich vergebe, ich schaue vorwärts. Mein Gott tut über mich urteilen, alles andere lasse ich stehen. Was wäre passiert, vielleicht auch gegen Ende des Lebens von Josef, wenn er die kraftvolle Entscheidung dort nicht so hat gefällt? Für mich ein weiteres geniales Beispiel, das uns da vermutigen, gute Entscheidungen zu fällen. Entscheidungen zu fällen, wo wir spüren, vielleicht auch den inneren Frieden oder vielleicht auch wissen, was eigentlich das Gute ist, auch wenn es manchmal vielleicht menschlich alles braucht.
Ich möchte bereits schließen mit einer Geschichte oder auch so ein bisschen herausfinden, wo Leute getroffen haben, die mich ebenfalls sehr berührt hat in diesem ganzen Thema kraftvolle Entscheidungen zu fällen. Und zwar habe ich gelesen von einer Studie, oder eben, wie man das nennen will, wo ein Mann ist aufmerksam wurde, dass 6 Häftlinge aus der gleichen Familie im Gefängnis sind. Und der Gefängnisaufseher oder was auch immer er dort war, hat gedacht, irgendwie ist das auch traurig, auch spannend, oder was ist echt passiert? Was ist vielleicht auch familiär dort passiert? Es gibt 6 Leute eigentlich aus einer Familie den Weg schlussendlich ins Gefängnis gehen müssen, weil Sachen falsch gelaufen sind in meinem Leben. Und spannend ist die mich nicht auf den Zahlen behaftet, ich habe das so gelesen, aber spannend ist, was ein bisschen rausgekommen, was sie dort herausgefunden haben. Sie haben zurück forschen bis ins 17. Jahrhundert zu einem Mann, der hat Max Jukes geheissen. Der Mann ist 1720 geboren worden und bekannt als Unruhestifter, Alkoholiker, unwahre Sachen gemacht, die ganze Zeit eigentlich falsche Entscheidungen gefällt. Mit seiner Frau zusammen haben sie 6 Töchter und 2 Söhne gehabt und haben ein Leben mit dauernd falschen Entscheidungen gefällt. Sie haben herausgefunden, dass seitdem 1200 Nachkommen bei ihm gekommen, darunter sind 310 Obdachlose, 180 Alkoholiker, 160 Drogenabhängige, 150 Kriminelle, die grosse Zeit im Gefängnis waren. Ich habe das gelesen und gedacht, gibt es gar nicht. Klar kann man sagen, jede einzelne Person hat eigene Entscheidungen gefällt. Und gleichwohl hat man gesehen, seine Entscheidung hat Auswirkungen. Ein anderer Mann hat zur gleichen Zeit gelebt und ist ebenfalls untersucht worden. Ein berühmter Theologe und Präsident der University. Seine Frau hat Sarah geheissen. Sie hatten 11 Kinder. Er hat sein Bestes gegeben als Familienvater. Er probiert immer Gott zu ehren, kraftvolle, gute Entscheidungen zu fällen. Und man hat herausgefunden, 1400 Nachkommen sie können untersuchen. 13 Unipräsidenten waren dabei, 65 Professoren, 100 Anwälte, 66 Ärzte, 85 Autoren von berühmten Büchern, 32 Staatsrichter und 80 Personen haben in öffentlichen Ämtern mit Spitzenpositionen den Weg gemacht, einen sogar bis zum Vizepräsidenten. Und das gelesen habe, ich gedacht, okay, die Entscheidungen, die ich heute fälle, die haben eine Kraft. Und dank Gottes Hilfe habe ich das Gefühl, tun wir uns als Menschen möglichsten gute Entscheidungen zu fällen. Wenn wir probieren, Gott zu ehren, wenn wir probieren, uns das Herz aufzutun, die Kirche priorisieren, probieren, die Bibel aufzuschlagen, zu verstehen, uns in eine Gemeinschaft hineinbegeben, von Männern und Frauen, die ebenfalls im Glauben unterwegs sind, bin ich überzeugt, ist das Kraftvollste, was wir machen können. Ich habe vorhin von dem Pinhas erzählt. Wir lesen dort im Psalm 106 ebenfalls, wie beschrieben ist. Da machte sich Pinhas auf und griff richtend ein, und darum kam die Seuche zum Stillstand. Weil Pinhas so Gottes Willen tat, fand er seine Anerkennung, und zwar für ewig in allen künftigen Generationen. Ich glaube, wir können Entscheidungen fällen. Kleine, grosse, die Gott priorisiert. Und die haben Auswirkungen für unser Leben, für unser Menschen, die nach uns kommen, aber auch für die Menschen, die jetzt im Umfeld von uns leben. Und als ich die Predigt abgeschlossen habe, habe ich mir selber überlegt, vor gut 24 Jahren hat das Ehepaar sich entschieden, die Kirche zu gründen, auf Gott zu hören. Sie haben entschieden und sagen, wir hören nicht auf das, was die Menschen sagen. Wir machen vielleicht nicht das Logischste, sondern wir hören auf das, was Gott uns ins Herz legt. Conny und Andrea Blaser haben die Kirche gestartet hier im Emmental. Seit 24 Jahren darf Hoffnung verbreitet werden. Menschen dürfen Vergebung finden, dürfen in eine Beziehung zu Jesus kommen. Es dürfen Freundschaften entstehen. Ich mir denke, wie viele Ehepaare schon haben sich dürfen lernen kennen in dieser Kirche. Wie viele Familien dürfen ermutigt werden. Wie Gott die Kreise zieht. Viel weiter, glaube ich, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Aber warum möchte ich schließen mit dem? Sie haben eine kraftvolle Entscheidung gefällt. Eine Entscheidung gefällt, auf Gott zu hören. Und wir alle, die hier drinnen hocken, den Livestream einschalten, dürfen Sonde für Sonde von dem profitieren. Wir dürfen profitieren aus einer kraftvollen Entscheidung. Und ich bin überzeugt, jede Person von uns hat die Möglichkeit, kraftvolle, gute Entscheidungen zu fällen. Weil wir suchen Gott. Wir probieren ihn zu ehren. Und
Schauen wir darauf, dass wir uns selber nicht verurteilen, wenn wir vielleicht menschlich versagen. Wenn wir vielleicht irgendwo, das, was wir uns vornehmen, uns das nicht gelingt. Dass wir das Gefühl haben, was in Zukunft wird entscheiden, spielt sowieso keine Rolle. Sondern dass wir dürfen wissen, schon alleine den Glauben zu bewahren, zu wachsen, zum Aufblühen zu bringen mit jedem Jahr, wo wir probieren, mit Gott in einer guten Beziehung, in einer echten Beziehung. Und zu einer echten Beziehung gehört es manchmal auch dazu, dass man Sachen nicht versteht. Wenn wir das probieren, bin ich überzeugt, werden irgendwann auch Leute sagen, weil wir sind dran geblieben im Glauben, hat es eine Auswirkung gehabt. Darum habe ich einen liebenden Vater lernen kennen im Himmel, der mir sagt, wer ich bin, dass ich wunderbar und genial geschaffen bin. Darum konnte ich den menschlichen Fehler vergeben. Darum habe ich Kraft gefunden, auch wenn die Beziehung herausfordernd war. Darum habe ich Kraft gefunden, meine Familie mit guten Werten irgendwo auch in ein Erwachsenenleben hineinzubringen, wo sie selber lernen können, wieder kraftvolle, gute Entscheidungen zu fällen. Darum möchte ich uns ermutigen, ihr, genauso wie ihr seid jetzt auf dem richtigen Weg, weil ihr priorisiert den Gott im Himmel und entscheidet genau durch das eine kraftvolle, gute Entscheidung.